gehen. Wir kommen nach hier für Recht zu befreien. Die Bevölkerung dieses Landes aber ist deutschstämmig. Lassen Sie sich daher nicht täuschen von dem äußeren französischen Firnis, der nur künstlich aufgetragen ist. Dieser wird in wenigen Wochen spurlos verschwunden sein. Gustav Simons erste Verordnung besteht in dem Verbot der französischen Sprache. Die Luxemburger, die es gewohnt sind, neben Luxemburgisch auch Deutsch und Französisch zu sprechen, nehmen das Verbot als Absurdität auf. Das war ziemlich detailliert, nicht? An der Administration nicht Französisch mehr, auf der Gerichte nicht Französisch mehr, und dann die Geschäfte, die Inschriften von den Geschäften, nicht? Alles das hat du müssen. Wir hatten ja viele Geschäfte, wo die Französisch Entiteiten hatten. Das hat alles müssen verschwinden. Du müssten nimm ändern. Sie sind an Triesteren gegangen, an Gemengen, und sind überall geguckt, wo ein Numm hat, den irgendwie nicht am Deutschen geklungen hat, den engem Französisch. Bei mir war das so, also den Hausnumm hat anscheinend gefallen, aber mein Viernumm, Roger, den hat mich verschwunden. Du warst der Rüdiger. Wie ich Irmgard Johanna genannt gesehen am Platz Yvonne. Ja, du sie mir nach, du war ich schon nach, am Anfang war ich schon nach ein paar Monate am Lycée. Du sie nicht nach meinen Freundinnen, sie mir einen Brief aufgesaugt, mit Lützeburger Fandeln umwollen. Wir haben es noch gar nicht bewusst, was das bedeutet hat. Gustav Simon beschlagnahmt einen ganzen Flügel in einem Gebäude, das seinen Ansprüchen gerecht wird. Der Sitz des großen luxemburgischen Stahlproduzenten Arbet. Hier lässt er sich mit den deutschen Chefs seiner Verwaltung nieder. Adolf Hitler persönlich hat ihn zu seinen Posten benannt und ihm eine Mission anvertraut, für die er alle Vollmachten genießt. Er soll die Luxemburger zu ihren sogenannten germanischen Wurzeln zurückführen und dabei alle französischen Einflüsse ausradieren. Gustav Simon soll die luxemburgische Unabhängigkeit zerstören und das Land ins Deutsche Reich integrieren, wenn möglich unter dem Beifall einer nazi-begeisterten Bevölkerung. Simon löst die Abgeordnetenkammer auf und lässt die politischen Parteien verbieten. Der Luxemburger Franken wird durch die Reichsmark ersetzt. Radio und Zeitungen werden unter deutsche Kontrolle gestellt. Im September finden die ersten Verhaftungen von Luxemburgern statt, darunter Zenon Bernard, Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Aber auch der Präsident der Rechtspartei und Direktor der Tageszeitung, Monseigneur Jean Origer. Der eine stirbt später in einem deutschen Gefängnis, der andere im Konzentrationslager Dachau. Gustav Simon befiehlt, die Goldene Frau zu entfernen, ein Monument zu Ehren jener Luxemburger, die im Ersten Weltkrieg freiwillig auf französischer Seite gekämpft hatten. Wir haben das mal erlebt, wie wir aus der Schule kommen, im Feierauer. Du warst viele Leute da, und du war ein Dampfwalz da, und du hast probiert, die gute Frau umzuziehen. Und Stuhlen, mit einem Stuhlenseel. Wie die Leute dann protestierten und gejagt haben, dann haben sie gesagt, die hohen Preise und so weiter. Nicht? Und da sind sie geholt gehen, dann kommt die Gestapo mit Autos da. Egal wie da stehen. Das waren hauptsächlich Schüler. Nicht? Das war gerade der Moment, wo wir aus dem College kommen. Rangezogen an hier kleine Autos. Fortmatten. Da sind sie dann doch verheiert gehen, und da konnten sie da pur über den Kopf. Und dann, und das waren dann die Aktionen, die sie dann gebärden. Da haben wir für die Brutalität von ihren Aktivitäten erlebt. Bis dahin hat die manche Seier, bis dahin
huet gedurcht ja die Teinen deck net an Materien Theorien an alles net. Wir hatten net gesinn, dat kippelig huet so missen brutal Leidefir net dafür kommen. Berrien, Lützeburg de Mot vun de Berrien, die Franzisch Berrien. Jitwer Lützeburger hat de Berri op. Die waren verboden, dat Franzisch Entertung, Franzisch Entertung. An wann en op hat, den het Strechkrit, den het de Berri wäsch gehabt. Ich finde ja die Sache gesehen, wenn sie man weißen hier, da kann man gelaufen sind, aber schwarze Schlips, das waren alle die waren. Dat die Leute dort zu schlagen, links und rechts, und die waren letzte Schlägertruppen. Die weißen Hemden, das sind die Mitglieder der VDB, der Volksdeutschen Bewegung, die kurz nach dem Einmarsch der Deutschen von luxemburgischen Verfechtern der nationalsozialistischen Idee gegründet wurde. Ihr Anführer ist der Deutschlehrer Damian Kratzenberg, der schon seit Jahren mit Hitlerdeutschland sympathisiert. Genau wie der Gauleiter betrachten die Gründungsmitglieder der VDB Luxemburg als ehemaligen Teil des Deutschen Reiches. Ihr Slogan lautet Heim ins Reich. In der Stadt Luxemburg fand die erste nationalsozialistische Großkundgebung statt. Gauleiter Simon, der Chef der Im Herbst 1940 zählt die VDB an die 6.000 Mitglieder. Das sind 2% einer Bevölkerung von 300.000 Einwohnern. Aber das Ziel ist es, alle Luxemburger in der Bewegung zu vereinen. Viele Kollegen, wir waren ungefähr 4 Dutzend, da waren schon 5, 6 drin, Telchenball, die hatten schon ein VDB-Spengel, mit dem Hackenkreis dran. Und das hat mir Angst angedrieben. Obwohl allen Beamten nahegelegt wurde, sich in die VDB einzuschreiben, leisten die wenigsten Folge. Um das zu ändern, greift Gustav Simon zu einer radikalen Maßnahme. Jene Beamten, die sich der VDB nicht anschließen, verlieren ihre Arbeit. Du wird gehesch den VDB gehören oder die irgendwie so weisen, dass sie nicht d'accord sind mit der Eindeutschung mit dem Heim ins Reich. Die dürfen noch keinen Platz mehr haben, dann den Beamten schon gar nicht. Und da sind eine ganze Party, die sind dann sogar in Deutschland strafversetzt gehen, sind auch die gehen, und sind dann die ganz viel, die sind auf der Autobahn. Bei Wittlich der Röchter, da haben sie der Autobahn gebaut, wo haut viel Lützeburger drüber führen. Du hast Lützeburger Schwesen drin. Da haben sie die da zwangsverpflichtet, die müssen da hin als Erbichter, als Selbsterbichter schaffen gehen. Mein Papa hat nicht auf der Arbeit bleiben, wenn er nicht an die VDB gegangen wäre. Das ist im Kurs gegangen. Von eng Familien da steht, also wenn du den Dingen schreibst, dann der ist nach Schaffung und am anderen Fall gehst du los. Was machst du dann? Das wäre schwer frohen. Viele Beamten geben nach. Die VDB kommt schließlich auf 80.000 Mitglieder, was ungefähr einem Drittel der Bevölkerung entspricht. Doch die Nazis machen sich keine Illusionen über diese Zahlen, die nur durch höheren Druck erreicht wurden. Eine interne Mitteilung der Zivilverwaltung spricht von 3 bis 4% ehrlich gemeinter Einschreibungen. Es hat keiner etwas ganz Großes von den volksdeutschen Dingen nun hat, weil jeder, den auf der Reisebahn geschafft hat, war doch dort in den anderen Dingen so bald möglich, war uns in einem anderen Revers gestacht. Mehr als 2000 Juden leben noch in Luxemburg, als der Gauleiter die Macht übernimmt. Viele von ihnen sind Flüchtlinge, vor allem aus Deutschland und Österreich. Von 33 Juden, da war hauptsächlich politisch engagierte Juden, die mehr Plötzebüsch gekommen sind. 31 wie den Anschluss an Österreich. Da sind natürlich Hunderten von Refugiés gekommen, aus Österreich, die man viele
Flüchtlinge genannt hun